So Leute, weiter geht's mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi im Heldenmodus. Diese Anzeige habe ich schon lange nicht mehr gebracht, vor allem das mit dem Heldenmodus. Egal, im letzten Part haben wir noch gegen die Meister gekämpft, aber um ehrlich zu sein, ich kann nicht mehr gegen die Meister kämpfen, das ist mir zu öde, das ist mir... Oh mein Gott, das müssen wir ein anderes Mal verschieben. Ja, wir haben schon eine ganze Palette gemacht, es fehlt eigentlich nur noch aktuell Trunks und... Cell, vor allem Cell, der will auch 10 Kämpfe wie bereits Gohan und Majin Vegeta, aber das alles später. Und da fehlen immer noch 3 Stück, aber ich schätze mal, die werden nach dem Endbosskampf ausgelöst, der sich ja da vorne befindet, nicht wahr? Aber wie gesagt, das will ich noch nicht machen, denn wir haben noch etwas zu erledigen vorher. Und zwar, wie man sehen kann, sind wir erst auf Rang B und C und das will ich noch ändern. Soll heißen, überall Rang A erreichen. Das ist mein Ziel. Weil für den Endbosskampf bekommen wir sicher auch noch eine Statuserhöhung und kommen damit vielleicht sogar auf Rang S. Ihr habt richtig gehört, denn es soll hier sogar einen Rang S geben, das ist das Maximum, und daher denke ich mir, machen wir mal Rang A, weil es ist nämlich noch so, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe Gerüchte gehört, dass wenn man einen Status auf Rang S hat, dann erhöhen sich die anderen nicht mehr, sprich dann ist finito. Und wenn ich jetzt hier irgendwo einfach mal auf Rang S trainiere und Pustekuchen, die anderen nicht mehr, dann ist es nicht mehr so schön. Und bei dem Endbosskämpfen, ja. Bei normalen Storykämpfen war es bisher immer so, wieso jetzt gespeichert, aber gar nichts gemacht, egal. War es ja bisher immer so, dass wenn wir irgendetwas gemacht haben, sprich wenn wir einen Kampf gewonnen haben, dass wir für jeden Effekt gleich viel gewonnen haben. So, jetzt der nächste Kampf. Und daher will ich mit Rang S noch warten, bis wir beim letzten Endboss-Fight sind. Und soweit werde ich halt nur alles auf Rang A trainieren. Aber weil das halt auch wieder mal zu lange dauern wird, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier ein paar mehr Kämpfe als 3-4 Stück bestreiten werden, werde ich euch nur die Kämpfe zeigen, die interessant sind. Die restlichen schneide ich raus, aber die einzelnen Level-Ups werdet ihr trotzdem sehen. Also wie gesagt, ein normaler Part hier. Nur Level-Ups, aber ich zeige euch nur die interessanten, den Rest lasse ich weg. Mal schauen, ob Super Buu schon ein interessanter ist. War jetzt der 4 oder Dreieck? Ja, wer ist mal ein Dreiecker? Ja, natürlich, der Clubs der Pyramidenfuzis. Oh mein Gott. Ja. Lass mich in Ruhe. Pyramidenfut, wie haust du jetzt ab? Bleib hier, Mann! Links, rechts. Oh, schön Glück gehabt. Ja, wenn ich Glück habe, dann hasse ich dieses System überhaupt nicht. Wen wundert's? Also, Dreiecke, was? Viereck! Geht doch! Und hoch mit dir! Juhu! Jetzt versuch mal geradeaus. Na, geht's? Kann man schon wieder eine andere animierte Sequenz? Nö, Pustekuchen. Versuch's mal mit runter. Der macht doch den gleichen Scheiß. Aber es gibt eine Abwechslung, das weiß ich. Ich weiß bloß nicht, wie sie ausgelöst wird. Aber immer, was mach ich hier eigentlich? Ist das, Ach, Freunde. Ja, so viel dazu. Was gerade mein Problem war, und zwar ist es folgendes. Ich habe jetzt die letzten Parts immer nur gegen Meister gekämpft und daher bin ich es mir halt, bin ich mir halt gewohnt, jetzt stimmt die Aussprache wieder, dass ich über 2 bis 3 Runden gehen muss und deshalb speichere ich meine Energie gerne ein bisschen auf, aber das muss ich ja nicht, es sind Einzelkämpfe. Das heißt, ich kann gleich volles Karacho geben. Ja, und jetzt fängt es nach etwa 10 Minuten, ja gut, der Kampf dauert vielleicht noch 5, fällt mir auf, dass wir immer nur Buu haben, der gegen uns fightet. What the hell? Das war ja schon, bevor wir gegen die Meister gecatcht haben, war das schon. Mann, hey, das ist kein schweizerdeutscher Part, den hatten wir bereits, beziehungsweise die 2 Parts. Ja, die musste ich auch irgendwie schneiden, Leiberswindel, war es sogar 3 Parts? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme gerne, wenn ich Zeit habe, viele Parts im Vornherein auf. Und erst später schneide ich die dann zurecht, je nachdem. In der Regel ist das so, dass die Parts, klappt sogar alles, perfekt terminieren kann. Sprich auf die 15 Minuten, vor allem meine PS3-Parts, weil die sonst zu groß werden. Aber ja. Ich wiederhole mich ja wieder mal, wa? Da bin ich ja groß drin, da bin ich ja super drin, mich zu wiederholen. Wieso besiegst du ihn jetzt nicht gerade, Michael? Mann, ey! Der Move muss raus, ich brauche dringend einen neuen. Alter, wieso schießt du während dem Bewegen?
Jetzt reicht's mir aber! Oh yes! Du bist doch zu blöd zum Kacken! Und tschüss! Bitte einfach immer nur Dreiecks nimmt. So, der erste Kampf. Bin mal gespannt, wie viel hat er bekommen? Ja. Okay, das dauert eine Weile. Fuck. Ich meine natürlich, shit. Oder auch, leck mal ein Schöpli. Nein, du bist doch ein Assi-Mensch. Geh nach Hause, du alte Scheiße, du siehst schon so aus wie gekotzt. Ja, wieder mal ein ekliger Part. Sorry, I have no Moe. Das sage ich eigentlich dauernd den Spruch. Stimmt, bloß weil er sich reimt. Und weil ich sonst nicht zu quatschen habe. Ich meine, groß konzentrieren muss ich mich hier eigentlich nicht. Vor allem währenddem ich gerade ein bisschen hin und her scheuche. Na Alter, was machst du? Komm schon, ich will den Part auf die schnelle Art und Weise erledigen. Na. Ja, ich weiß, wir sind gerne drei. Er hat mal gewechselt. Ah, ach so, so funktioniert das also. Gut, dann weiß ich jetzt. Wollte schon sagen, hey. So, Alter, jetzt bin ich aber an der Reihe. Na, wie schmeckt dir das? Ups, schon wieder nach oben. Oh, das war knapp. Kann ich die ganze Zeit nach oben machen? Das kommt doch total langweilig. Und dann gebt ihr mir Daumen runter, obwohl es ja verdient hätte. Na. Aus! Nein! Geht doch. Macht ein Testament. Du Feigling, ey! Ja. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Mann, geh doch kacken, ey! Du siehst schon so aus, als wärst du schon raus. Ihr wisst schon, was geworden ist, als müsstest du die ganze Zeit weiter, ich sage jetzt mal, kübeln. Noch nicht rot, hey. Mann, ich will ja mal einen anderen Move machen. Ja, wisst ihr was? Scheiß drauf, wenn die Sonne scheint, scheiß drauf, wenn es regnet oder schneit, scheiß drauf, wenn die Sonne scheint, ich wiederhole mich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt geht mir langsam der Text aus, oh fuck, das darf doch nicht wahr sein, oh nein, wieso muss ich dauernd fluchen, oh nein, und wieso sage ich dauernd, oh nein, ja, endlich. Nee, ohne Witz, mir ging echt der Text aus. Ja, ihm offenbar auch. Ihm hat's die Sprache verschlagen. Naja, nach dem Move verstehe ich's ja. Oh, der hat auch immer den gleichen Spruch auf Lager. Ich kann es nicht wechseln. Sorry. Ja, schala, hey, schala, du. So, mal schauen, wie viel eben noch. Mann, wieso bekomme ich meinen Boost immer nur bei den unteren so viel? Das ist doch Kacke. Mann, ich will vor allem Gesundheit, Nahkampf. Ja. Okay, ich brauche ein anderes Gebiet. Hier sind definitiv die Boos am Werke. Und das kann ja nichts Gutes bedeuten. Der Super Boo, der böse Boo, fehlt nur noch der fette Boo. Dann haben wir die Boo Family zusammen. Ich wette, es wird Kid Boo sein. Fail. Zum Glück habe ich nicht um Geld gewettet. Hahaha. Runter mit dir! Den Boden der Tatsachen. Ja. Nachher versuche mal den anderen Move. Yeah.
Nichts ist unmöglich, Michael. Toyota natürlich. Und Tschüssikowski, weil es so schön war, nach oben, jetzt nach links. Ich sag nach links. Geht doch. Dankeschön, Michael. Juhu. Wahoo. Küss den Boden, friss so viel Staub wie du willst. Ich muss sowieso das Zimmer wieder mal putzen, das trifft sich gerade gut. Scheiß Staubwischer, ich hasse das, aber er nimmt mir die Arbeit ja ab. Yeah! Bam! Wahoo! Hasta la vista, sayonara! Ich habe eben die gleichen Sprüche auf Lager. Jetzt müssen wir aber echt mal überlegen, einen neuen Spruch zu bringen. Sag tschüss, Mann. Ja, so neu war der auch nicht. Ach, weiß nicht. Wenn das Let's Play sind, noch neue Sprüche erfinden, das kann doch nicht gut gehen. Er blockt ab. Er blockt ab. Na toll, neutralisiert. Wir sind ja die Superprofis. So, jetzt versuchen wir nach links. Mal schauen, ob das was Neues wird. Jo, sieht doch ein bisschen neu aus. Nein, nein, es ist eben noch nicht so möglich. Wow, ja, sieht ein bisschen neu aus. Dafür der Schluss nicht. Egal, Freunde, beenden wir es mit dem Dämonensprint. Die Rettungstruppe ist da. Bestehend aus einem Kämpfer. So viel zur Truppe. Aber das Wort Team sagt es ja. Toll, ein anderer macht's. Perfekt. Oh yeah, wir werden immer stärker. Das ist doch geil. Ich finde das einfach so geil. So, sind langsam auf einem neuen Level up. Nahkampfverteidigung auf B. Superangriffverteidigung auf A. Immerhin etwas. Wie lange wird diese Aufnahme wohl werden? Wie lange muss ich noch kämpfen, bis ich überall Rang A habe? Und vor allem, wer wird wohl der Endboss sein? Wo ist der überhaupt? Der Endboss, der Endboss. Wo sind wir jetzt etwa? Ja, es wird wärmer, es wird wärmer. Wieder mal eine zerstörte Stadt, wieder mal etwas Neues. Ah, da oben ist er. Also entweder will dieser... Das wird sappendüster. Und ich kann nicht ranzoomen, ist ja super. Also entweder will Shenlong einen Wunsch von uns und dann müsste es dann jemand anderes sein, oder es ist wirklich er unser Gegner, aber das kann gar nicht sein. Ey. Ich meine, der rote Shenlong bzw. der Ultimate Shenlong gehörte zu den Eternal Dragon, zumindest sagen wir den so. Ja, das sind einfach die, diese 4 unsterblichen Drachen quasi. Also zum Beispiel der normale Shenlong ist ein Eternal Shenlong. Dann der rote, also der Ultimate Shenlong, Polunga vom Planeten Namek auch und dann auch der vom schwarzen Rauch. Also der kommt nur in Dragon Ball GT vor. Aus dem bilden sich dann die 7 Teufelsdrachen. Omega Shenlong ist auch einer von denen. Und ja, diese 4 werden einfach im Dragon Ball Universum als die Eternal Dragons bezeichnet. Und man hat noch nie in einem Spiel oder generell gegen einen von diesen Drachen gekämpft. Gut, so ganz stimmt es vielleicht nicht, ich meine... Ja, dankeschön. Piccolo, also der Dämonenkönig Piccolo hat ja in Dragon Ball ja auch schon gegen den normalen Shenlong, gut, jetzt geht's, kann ich ein bisschen quatschen, hat ja auch schon gegen den normalen Shenlong gekämpft. Ja gut, ein langer Kampf war es nicht. Und schon mal tot. Ja. Sagen wir mal so, er hat einfach seinen Körper auseinandergenommen und ja. Aber sonst gab es eigentlich nie einen richtigen Kampf zwischen einem Eternal Dragon und einem Kämpfer, wenn ihr versteht, was ich meine. Man wäre ja auch ziemlich blöd, gegen einen Eternal Dragon zu kämpfen, der einem einen Wunsch erfüllen will, ne? Obwohl Piccolo hat es eigentlich relativ clever gemacht. Erstmal schnell, wieso kann ich das kontern? Hallo? Das wäre ich doch! Ja, hat einfach zuerst einen Wunsch erfüllen lassen, hat ihn dann getötet. Na klar, ich hab abgeblockt und dann kann ich einfach wegschmettern.
Ja, nee, ist klar, hä? Bäh. Du. Bin ich schon wieder tot? Mann, ey. Nee, ich sag euch, wenn die Boos mal zum Zuge kommen, Hasta la Vista, Baby. Ah, gut, ich darf auch mal. Ist doch fabelhaft, hey. Ich darf auch noch zuschlagen. Das finde ich aber sehr... Fraps, nicht jetzt! Nicht drucken! Fraps! Das ist Kaspersky? Das könnte auch sein. Verdammt! Ich habe es Ausnahmen hinzugefügt. Ja, aber Kaspersky ist so ein Virenprogramm. Das ist zwar exzellent zum Bearbeiten und so, aber... Das macht manchmal, was es will. Ohne Witz. Aber mit viel Ernst. Ja, sogar zum Ernst was. Ah, bin ich ein Trottel! Aber jetzt wird Kid Buu sterben. Hoffe ich zumindest. Ich habe keine Lust, dass ich es bin! Oh, Alter! Der Rabattensmasher! Das glaube ich einfach nicht! Krieg noch ein bisschen Energy. Yes! Jetzt bist du fällig, Mann! Yes! So blöd erwartet drauf, um mir kontern zu können. Leute, das ist noch richtig episch, ey. Komm schon, nur noch ein bisschen, geht doch. Final Flash, sag ich nur. Ultimate versus Ultimate. Komm schon, kontere, Alter, kontere. Du bist ein Trottel. Auch ein einzelner kleiner Buu wird mich nicht im Button Smashen besiegen. Er hat alles gegeben, aber ich war besser. Aua, mein Daumen. Oh. Das wird einen Krampf geben. Ich kann nicht mehr, ich sehe überall nur noch Buß. Hilfe. So, wie sieht's aus? Die Explosionsverteidigung auch auf B. Was? Er will mich von meinen Schmerzen erlösen? Oh, das ist aber nett von ihm. Oder aber auch nicht, je nachdem, was man unter Schmerzen erlösen versteht. Nö, er ist nicht der Nette. Er schlägt lieber drauf los. Yeah, ich gehe. Dann geh doch mal. Wow. Voll weggeschleudert, als mich in den Kampfbooster transformiert habe. Aber jetzt echt transformiert gesagt? Geht nicht ganz. Mann, ey, wieso endet das immer, wenn ich nach unten drücke? Das gibt's doch nicht. Schönen Schrank auch. Nein, es ist nicht so möglich. Oh nein. Nein, ich muss niesen. Nein, bitte nicht. Ich hab's so angekündigt, dann muss ich doch immer nicht. Geht doch. Oder? Da kitzelt was in der Nase. Oh. Nö, ist vorbei. Ja, fürs Erste. Yeah! Schluck das. Ja komm schon, Meister Popo hat es auch immer geschluckt. Der kleine schwarze Mann. Vom Mond, nicht vom Mond. Vom Palast Gottes. Hat er auch mal Gokus Kamehameha gefressen, als gäbe es kein Morgen mehr und als würde er verhungern. Ich frage mich ohnehin, wie würde wohl so eine Energie,
Kugel hat man dann gesagt, eine Energieattacke wohl schmecken. Müsst ihr vielleicht mal Popo fragen. Wo ist er überhaupt? Mutter vom Arsch der Welt. Ha, Popo, Arsch der Welt, ne? Ja. Er hat recht. Lass mal die dämlichen Sprüche und bring es endlich mal zu Ende. Wo er recht hat, hat er recht. Alter, hör mal auf mich zu blocken, das nervt. Ja, ich kann mir schon runter. So einfach geht das. Und immer stärker mit jedem Kampf. Ja, zumindest mit jedem Trainingskampf, ja. Mit jedem Meisterkampf wohl eher weniger. B. So, Gesundheit fehlt noch einmal B und dann habe ich's. Ein einziger Kampf noch. Das letzte Mal gegen die Boos, hoffe ich. Diese schreckliche Boo-Family, die sich wie die Seuche ausbreitet. Und ich finde einfach das Nest nicht. Vielleicht ist es ja so wie in Minecraft und irgendwo steckt der Spawner. Wer weiß. Die Ödnis wird unser letzter Kampf sein. Bevor wir dann natürlich zum Palast Gottes gehen. Ich frage mich sowieso, wieso ist der am Palast Gottes, der rote Shenlong? Weil die Dragon Balls haben ja wohl nicht dort eingesetzt. Zumindest glaube ich das nicht. Aber egal, ups, das war gerade mein Stuhl, sorry. Der ein bisschen knackt. Knacke. Und schon ist das Köpfchen ab. Das ist definitiv der gleiche Bu, weil er den gleichen dämlichen Spruch auf Lager hat. Und wieder einmal stehen so zwei verschiedene Kontrahenten gegenüber. Michael und Super Bu. Michael greift sofort an, er lässt Bu keine Chance. Mit dem Nahkampfangriff hat er ihn schon so gut wie in der Tasche. Denn die Bu sind sowieso immer oder meistens auf die Dreieckangriffe spezialisiert. Da auch sie meistens mit Superangriffen den Kampf beenden wollen. So ähnlich wie Michael. Doch er weiß genau, was er machen muss. Er geht sowieso meist nach der gleichen Regel vor. Er hat seine eigene Strategie, seine eigene Technik, die er aber auf den Gegner anpassen kann. Aus natürlich das Zufallsprinzip, das so kacke ist, dass er gleich kotzen muss. Das darf halt nicht wahr sein. Dieser dämliche Bu, dieses dämliche Kampfsystem, dieses dämliche Spiel. Und vor allem dieses enttäuschende Spiel. Wird Bu noch etwas machen? Er versucht es wieder, vorhin ging er nach rechts. Diesmal auch, Gott sei Dank. Michael will den Kampf beenden und verwandelt sich zum Super Saiyajin. Nun ist er zehnmal so stark, was man aber irgendwie gar nicht so richtig sieht. Was wird eine Fehlinformation seitens des Entwicklers, des Schreibers, des Herstellers, des Manga-Autors, jetzt habe ich es endlich, von Akira Toriyama. Wer weiß das schon. Der Hu macht immer den gleichen Scheiß. Er müsste mittlerweile wissen, dass das nichts bringt. Er ist nicht flexibel genug. Scheiß KI, sage ich dazu nur. Aber es spielt sowieso keine Rolle mehr. Der Kampf geht zu Michaels Gunsten aus. Er muss nur noch einige Dreieckangriffe ausführen, damit Super Bu im roten Bereich ist. Und Michael endlich den Ultimate Move auspacken kann. Um das Spiel. Das Duell. Es ist Zeit für ein Duell! Nein, nicht ganz. Aber um den Kampf zu beenden. Wird das möglich sein? Oder hat Bu noch ein Ass im Ärmel? Ich bezweifle es ja. Und Michael, wie es aussieht, auch. Das war's. Hat mich gefreut! Sag dein letztes Wort. Impossible war sein letztes Wort. Typisch. Schon wieder. Ich habe gesagt, ein letztes Wort, nicht zwei. Ja, was soll's. Es ist vorbei, wir haben gewonnen. Der letzte Kampf, endlich. Gesundheit, Rang B. Yeah. Oh mein Gott. Ja, jetzt bin ich durchberuht. Endgültig. Wir haben es geschafft, Leute. Wir nähern uns dem Ende des Spiels.
und ihr seid bald erlöst. Schau mal kurz, wo ist Shenlong? Da drüben. Sehr schön, sehr schön, sehr übel. Ne, wisst ihr was? Das mache ich erst im nächsten Part. So viel Zeit muss sein. Status seht ihr B und A. Ja, ist nicht gerade perfekt, ich weiß, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht alles auf A haben, das dauert mir viel zu lange. Dann machen wir jetzt noch einen Fight gegen wer auch immer da oben ist. Danach noch gegen die restlichen Meister und ist das Spiel zu 100% abgeschlossen. Schätze ich zumindest. Wie es weitergeht, wer unser Gegner da oben sein wird, seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Oh yeah! Bis dann. Ciao zusammen.